Wir sind Kinder der Volksschule Hirschegg. Bei unserem Energieprojekt haben wir das neue Fernheitswerk erforscht. Hier sieht man das große Hackschnitzlager mit den Lichtschranken. Wir haben den großen Pufferspeicher mit 20.000 Liter Wasser gesehen. Wir haben einen Aschenbecher entdeckt und auch hineingeschaut. Hier ist der Ofen mit der dicken Ofentür. Im Sommer hat es 600 Grad und im Winter 1000 Grad darin. Hier habe ich selbst gezeichnet die Rohre zu den Häusern für das warme und kalte Wasser und der Ventilator, der kühlt. Hier ist der Computerraum. Wenn etwas im Heizwerk nicht passt, wird eine SMS an Herrn Wölkert geschickt. Unser Schulhaus ist nun 107 Jahre alt und hat bereits 4 verschiedene Heizungen erlebt. Im früheren Schulhaus waren im Keller ein Kuh- und ein Schweinestall. Von dort stieg die Wärme durch eine Holzdecke nach oben. Also schon damals gab es eine Bioheizung. Das heutige Schulgebäude ist seit 1905 in Betrieb. Jedes Klassenzimmer hatte einen Ofen. Geheizt wurde mit Holz und Kohle, die im Keller gelagert waren. 65 Jahre später wurde die erste Zentralheizung eingebaut. Geheizt wurde mit Heizöl. 2002 wurde das Schulhaus umgebaut und bekam eine Pelletsheizung. Seit September 2011 ist unser Schulhaus an das Fernheitswerk angeschlossen und wird mit Hackschnitzeln betrieben. Die Leitung vom Heizwerk bis zu unserer Schule ist 250 Meter lang. Und wir haben in unserem Schulhaus mit Musikerheim 51 Heizkörper. Den Weg von der Feuerstelle bis zur Fernwärme haben wir in Märchen, Kinderbüchern und Sprüchen entdeckt. Was ist das? Hinterm Bogen krabbelt was. Ist so am Fuchs, ist so am Maus. Was ist das? Am Maus. Bei diesem Projekt haben wir sehr viel Neues erfahren und gelernt. Wir wissen jetzt, dass wir alles tun müssen, um unsere Umwelt zu schonen und zu schützen, damit nicht genau das passiert.